Salut zusammen, herzlich willkommen zum zweiten Tour von dieser Veloteil nach Monaco mit dem Flavio. Ich möchte mich schon am Anfang mal für das viele Zürichdeutsch entschuldigen. Das passiert mit der Zeit einfach so, wenn man mit dem Flavio unterwegs ist. Jetzt viel Spaß mit dem Lost Place. Bro, was ist das für ein Hotel? Da ist niemand. Wir haben hier eingecheckt, wir haben hier gebucht, alles auf booking.com. Alles schon zahlt. Alles. Und du hast halt nochmal verkust, Alter. Aha. Es gibt auf jeden Fall eine 1-Sterne-Bewertung und mein Geld will ich auch zurück. Kommst du überhaupt rauf? Ah ja. Ist gut, haben die so massive Stege gebaut, denen traue ich sogar noch. Alter, meine Knie. Ich traue meine Knie nicht mehr. Alter, da ist Kokain! Hä? Ist das ein Hotel? Das war das safe Hotel mit der Rezeption unten. Ich würde gerne Ziege rauchen, während wir hier durchschlendern. Flavio, ich find's mega schade von dir, dass du Zigaretten rauchst. Das ist ungesund. Ah, danke vielmals, habe ich nicht gewusst. Auch hier hat safe überlebt. Sag mal. Hey, meine Kinder, nein. Alter. Ja, oder da hat jemand seinen Abfall, die Kinder sind zu gross geworden, sie haben den Abfall hier abgeladen und dann ist irgendjemand gekommen und hat das ganze Zeug durchgewühlt. Ist oben noch etwas Interessantes. Aber riesen Halle quasi. Das glauben wir nicht, das werden wir uns selber anschauen. Gehen wir ins Restaurant. Meine Sucht nach Zigaretten, ich kann sie nicht mehr retten. Ich bin ein Junkie nach dem guten Tabak. Ja, Rack. Kommen wir da nicht rein? Vorne nicht, ist zugestellt. Aber dort kommt man glaube ich rein. Wenn wir dieser Stege vertrauen. Wo gehen Sie hin? Es würde mich wundern, was mit dem Zeug passiert ist, wieso das wahrscheinlich Konkurs gegangen ist oder was auch immer. Aber wir haben ja kein Handy, das heisst, googeln kann man nicht. Wir sind am Strand angekommen. Jetzt gibt es jetzt Mittag. Couscous-Salat, Wurst, Brot, Käse, Champignons. Alles, was wir haben. Alles, was wir haben. Alles, sogar noch wilde Tomaten haben wir ja gefunden. Die Ja, noch. gibt es jetzt auch noch. Wir brauchen Wasser. Wieder mal. Ein bisschen Wasser. Es ist geschüttelt! Geschüttelt, Bro! Das nennt man sich dumm, reißt die Kamera aus dem Gesicht. Die Familie redet Deutsch. Komm mir noch einmal am Rad an und ich schlag dich, Junge! Hör doch auf mit der Scheiße hier!
sind in Imperia. Jetzt suchen wir uns noch ein Restaurant zum Pizza essen. Hoffen, dass wir das Budget nicht sprengen. Und dann schauen wir, wo wir am Strand irgendwo mehr oder weniger unbeobachtet können schlafen können. Weil Wildcampen ist verboten in Italien. Dann hoffen wir auf eine ruhige Nacht, dass uns die Carabinieri nicht schnappen. Sexy in einem Altbau einkaufen, nice. Jetzt kaltes Bier. Bier. Oh ja. Das Restaurant ist gefunden. Grazie mille. Wir haben jetzt gerade mal noch das Budget überschlagen. Ich glaube, wir haben noch etwa 50 Stutz zu gut bis morgen in Monaco. Ich hoffe es. Das ist wirklich immer das perfekte Glas. Und ich habe immer verschissen. Man hat es gesehen, es hat ja so wie Schaumstückchen drin gehabt, so einzelne. Du kannst den Schaum rauslassen. Ja. Das ist vielleicht jedes Mal, wenn es Schaum rausgelassen hat, wenn man es sieht. Also ich möchte da jetzt ja nicht falsch spekulieren, aber... Sind wir gescampt worden von einer Pizzeria? Ja. Wir bekommen zu wenig Bier. Wir kriegen mehr Schaum als Bier. Wir haben mehr Schaum als Bier bekommen. Geht nicht. Hey, was machen Sie da? Sorry. Ja, Budget. Perfetto. Die denken, sie können uns scammen mit viel Schaum. Nicht mit uns. Flavio hat ja vorher von unserem eigenen Bier noch aufgefüllt. Wir sind tatsächlich gesichtet worden vom Kellner. Aber korrekter Dude hat gesagt, ich habe nichts gesehen, nur meine Zigarette geraucht. Ihr seht jetzt wahrscheinlich gerade nichts. Wieso ihr nichts seht, das liegt eigentlich wahrscheinlich daran, dass es dunkel ist. Es ist nämlich Nacht. Jetzt gönnen wir uns noch ein Bierle oder 2. Oder 3. Oh, was ist das? Mann, ich glaube, man sieht es nicht so auf der Kamera, wie es in echt aussieht. Aber holy shit, das ist einfach ein roter Punkt. Wie die Flagge von Japan, wo das Meer raufkommt. Alter! Wir haben gerade Glück gehabt, die Zelte sind schon abgebaut. Dort hinten ist gerade noch ein Streifen von der Carabinieri durchgefahren. Carabinieri! Aber es sind hure dumme Sachen, die sind spät. Die Zelte sind schon lange weg! Damit sie früher aufstehen. Ich habe gerade noch mal das Budget durchgerechnet. Das sind unsere Ausgaben bis jetzt. Liebe Grüße an die Sekundarschule 3 Linden. Dank euch weiss ich wieder, wie man schriftlich addiert. Aber reden haben sie da nicht beigebracht. Wir sind parat, jetzt gehen wir im Restaurant zum Morgen essen. Zum goldenen M. Zum goldenen M. Das erste Mal seit 2 Jahren, dass ich wieder in einen McDonald's gehe. Was gönnst du zum Morgen? Ein Big Mac mit Fanta und Pommes und so eine... Wie heisst's? So eine Nutella-Brötchen. Banause. Ich hätte die Pommes auch mit Speck und Käse. Ja, 1000-mal geiler gewesen. Habt ihr euch schon mal auf dem Mac-Parkplatz Zähne putzt? Buongiorno. Sind im Lidl? Lidl. Hast du es gut? Ja, ich habe es gut. Du? Ich auch, danke. Jetzt gibt es mir zuerst das Fleisch. Das zum Morgen so. Das passt mir. Perfekt. Ich melde mich jetzt nochmal aus dem Schnitt. Wir haben ein bisschen verschissen bei diesem Einkauf. Wir haben nämlich keine Quittung genommen. Wir haben nicht gefilmt, wo wir gesagt haben, wie viel es gekostet hat. Und wir haben uns auch nicht aufgeschrieben, wie viel es kostet.
Ich habe hier im Rohmaterial unsere einkauft. Das Ganze ist eine Banane, ein Apfel, 2 1,5 Liter Flaschen Wasser, 2 Donuts und ein Stückchen Pizza gewesen. Ein paar Minuten später, ich habe mich im Internet auf die Suche nach Preisen vom Lidl gemacht. Ich habe leider nichts Gescheites zum Lidl Italien gefunden, aber dafür zum Lidl Deutschland. Ich nehme an, das Preisniveau wird relativ ähnlich sein. Ich habe das Ganze ein bisschen grosszügiger berechnet. Ich werde jetzt einfach das vom Budget abziehen und dann passt das ungefähr. Ciao! So lässt sich's doch zum Mittagessen. Dort hinten irgendwo ist vielleicht schon Monaco. Wir sind in Frankreich! Juhu! Wir haben es geschafft, wir sind in Monaco angekommen. Alter! Das ist einfach eine riesige Bonzenwelt hier. Die haben einen angestellt, der das Auto einweist beim Parkplatz und ihn nicht eingehäuft ins Auto bringt. Das Budget hat gelangt. Ich weiss es nicht, das müssen wir noch ausrechnen, aber ich glaube. Wir blenden es ein, aber es hat gelangt. Und wenn nicht, dann haben wir gross verschissen. Wenn nicht, dann faken wir es einfach. Richtig. So, wir haben gefunden, jetzt können wir das Handy anstellen, dann schauen wir wegen der Zugverbindungen heim. Nicht, dass wir jetzt am Bahnhof stressen müssen und für das dann doch keine Zugverbindung fährt. Ich meine, die Fahrt bis hierhin haben wir ja geschafft ohne Handy. Fühlt sich komisch an, dass der Kalb wieder in der Hand zu haben. Scheiße, meine SIM ist gesperrt. Ich habe keine Ahnung von diesem Code. Nein! Jetzt kommen dann vielleicht 0 Nachrichten rein. Vielleicht so eine Nachricht, willkommen in Monaco. Sind alle neidisch auf mein geiles Velo. Können es sich aber nicht leisten. Da gibt es einen Lift, der uns zum Bahnhof bringt. Sonst müssen wir quer durch die ganze Stadt fahren und rauffahren, aber es gibt einen Lift. Hey, stehen bleiben! Trottinettel ist nicht erlaubt! Auf der Heimfahrt haben wir dann nicht mehr gefilmt, weil alles gut gegangen ist. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Video viel Spaß noch mit der Heimfahrt. Jetzt die Huren Tickets gekauft. Bis nach Ventimiglia mal. Ich habe bei der SBB angerufen, die haben nichts machen. Auf der SNCF-Webseite nicht möglich, auf der italienischen Zug-Webseite nicht möglich und auf der SBB-Webseite auch nicht möglich. Velobillett haben wir keine, ist nicht gegangen. Mein Monaco hier, wow, so rich shit, fuck shit, alles hier, aber die Automaten hier am Bahnhof, die hat jemand im Mittelalter rausgeschissen und hat sie hier abgestellt irgendwie. What the fuck ist das, Alter? Avec le carte, s'il vous plaît. Vielleicht am besten Weg dazu, mit zu verlaufen. In einer Viertelstunde fährt unser Zug durch Monaco am Säckchen mit Trash. Ich hoffe, ich verliere nicht auf dem Weg. Mit Portemonnaie oder Handy wäre scheiße. Ja. Wir hatten nichts für die Fahrt. Aber wir hätten ja noch einkaufen genommen, aber... Ja, aber... Ich habe mal ein bisschen Basics eingekauft. Ich habe keine Dings. Bis ich einen scheiß Laden gefunden habe. Leute gefragt. Ich gebe momentan nicht gewünscht, es gibt keine Verbindung mehr nach. Das sind halt jung. Also, ja, mach was du willst, ich fahre jetzt los und probiere den Zug zu erreichen. Luca macht das nicht. Nein, natürlich mache ich das. Gang doch nicht mit dem Velo. Wenn wir jetzt auf den Zug gehen, dann kann man halt mal an.
Rötingen schaffen wir es nicht mehr auf die letzte Verbindung heim. Der Luca nervt sichtlich fest. Wir halten sich die Aufregung in Grenzen. Wir kommen jetzt wahrscheinlich einfach mehrere Stunden später in Basel an. Ja, wir sind in Ventimiglia. Es ist spitze hier und her. Der eine Zug ist ausgefallen, dann haben wir zumindest auf dem Weg nochmal irgendwie das Gleis wechseln. Hure mühsam. Meine Hand tut jetzt weh, in eine Stange boxt. Ja, der neue Plan ist jetzt, dass wir noch von hier aus in irgendwie 1,5 Stunden oder so Direktzug haben nach Mailand. In Mailand kommen wir etwa um 11:30 Uhr an. Von dort aus würden wir dann einen Flixbus nehmen, dass wir etwa um 7 Uhr morgens zu Basel wären. Jetzt probieren wir hier noch Tickets zu bekommen. Ich denke, jetzt ein schönes Gipfel mit Kaffee. Ja, ein Döner. So nicht morgen Döner. La 5, Tommaso. Domani mattina alle 5.09 il primo che porta. Was ist das Problem? Der nimmt keine Velos. Und wenn wir auf 3 gehen mit dem Velo? Ein Ticket, wo kriegen wir jetzt einen dicken Sack haben? Est-ce que vous avez des Sack. sacs pour les vélos? Non, pas de problème. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bon weekend. Au revoir. Grazie. Ciao. Grazie. Was ist? Haben Sie nicht, aber hure freundlich. Okay. Bro, das ist eine Geschichte für sich nochmal. Jetzt probieren wir das Ganze mit Abfallsäcken und hoffen, dass wir mit dem durchkommen. Wo hat es hier Abfallsäcke? Hauptsächlich genug. Sitzen wir gerade Ich würde sagen, gerade hier. alles drin. Ja. Ei! Wir dribbeln hier halt einfach, weißt du? Das sind keine Velos. Das sind keine Velos. Das sind noch nie Velos gesehen. Es macht auch voll Sinn, dass der Zug keine Velos mitnimmt, weil man sieht, Velos haben hier einfach keinen Platz. Das ist so eine. Weißt du, wahrscheinlich wäre nicht mal etwas passiert, wenn wir sie reingestellt hätten. Wenn der Zug Voll. so leer bleibt. Jo. Als ob dann der Kontrolleur sagt, nein, sorry, mit 1000 Velos dürfen wir nicht mitnehmen. Ah. Buchung erfolgreich. Yes! Okay, jetzt haben wir die Flixbus-Tickets. Das heisst, wenn wir so jetzt auf Mailand kommen, dann können wir nach Hause. Alter, wie viel Aufwand wir uns machen. Schau mal. In etwa 25 Minuten dann sind wir endlich in Mailand. Es ist jetzt 17 ab 11 Uhr. Ziehen Sie die Maske über die Nase, Sie Keib. Da sind Sie Corona-Skeptiker. Corona-Leugner. Schenkli auspacken, Luca! Da waren wir wieder in Mailand, die Stadt der Verirrung. Oh, viel Spaß! Ja! Vado in poste così vado in macchina direttamente a via. Sì. Procedi in direzione Perfetto. Ich Oh. habe alles richtig eingegeben, er hat einfach irgendwie nicht gewusst, wie man Google Maps bedient. Habe ich das Gefühl. Verdammt kaputt. Klipp. Sehr gereiht am Boden. Kriegt es nicht epileptische. Ja, Mann, wir sind in Basel, wir sind angekommen, wir sind in Basel Boden, Basel, alles. Oh, yes. Dankeschön. Erfolgreich abgeschlossen, Luca. Wunderschön gewesen. Gut gewesen, ja, definitiv. Vielen Dank für die Idee und für die Umsetzung mit Ihnen. Jetzt gehe ich heim.
Und leg mich sowas von uns weg. Eine warme Dusche wäre auch noch. Ja, das muss auch noch sein. Das war es jetzt wirklich gesehen mit dem Video. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Wenn ihr das Video auch so richtig unlustig und schlecht gefunden habt, dann gerne den Daumen offen. Wenn ihr das Video gut gefunden habt, gerne den Daumen runter. Meldet das Video wegen Nacktheit oder Pornografie und löscht den Kommentar.